Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Hallihallo für diese Best-of vom Minette Mashup 2025. Mein Name ist Jan Haut, der wir sehr schmattwellen, ob ein Zusammenschnitt von den besten Momenten vom Jahr 2025 aus dem Podcast von der Minette Biosphäre, dem CNCI an dem Moi. Das Jahr haben wir mit unserem Wanderpodcast Station an allen 11 Gemengen von der Minette UNESCO Biosphäre gemacht, und sind hier der Bürgermeister und der Vertreter von den respektiven Gemengen am Komitee vom Gemengensyndikat ProSüd, den Minette Biosphäre geriert, begegnet. Mit den verschiedenen Politikerinnen und Politikern haben wir über hier Gemengen, hier während Politik, lokale, regionale Herausforderungen, den industriellen Patrimoine von Minette und Därbest, diese Gemengen haben eher so Politiker geschwätzt. Als Station vom Tour durch die 11 Gemengen von der Minette Biosphäre war im Januar zu Beeteburg, wo ein ganz speziellen Anwohnergesprächsthema war. Der weiße Storch, den nur der Renaturierung von der Weltsicht der Wetzreger Plötzeburg vom Tod, und zwar in Gemeng Beeteburg. Ich wollte vom Jean-Marie Jans, Chefin, an vom Bürgermeister Laurent Zeimet wissen, wie dann hier Relation zu dem Storch ist. Da den Mol die Zeit wo dann censeiert das abzutauchen guckt ob Wertverhängen von den potenziellen Nächter die huet ins Job hält, weil das ja nicht all Jahr der Fall und das natürlich auch nicht überall der Fall, weil sich ja ever möchte so also dat nur sich dat gehört dann mal dazu. Den war auch schon auf dem Turm von der Cellula. Ja. Hat sich auch ein Gehei Schloss kurz näher gelöst öffnen Kamin und hun Leute gemerkt der Bürgermeister hat ein Kapap und ich auch gelernt dann paar Main Trop kam den dritten dann also schenkt doch einfach drin. Schon viel drunter hatte Laurent Zeimet mit Mariki wird sein Aufhäng als Journalist geschwärzt. Den Job, den er gemacht hat, ehren an Politik kommen. Ja, ich war immer, wie gesagt, schon interessiert an Politik. Ich wollte aber auch immer an den Journalismus. Und wollte schreiben, schon gerne geschrieben, Schülerzeitung etc., den ganzen Parcours auch gemacht. Und dem und am 90er Jahre, wenn es dann gefragt ist, ja, was soll ich da studieren für Journalismus, Journalismus selber oder Politikwissenschaften oder so. Und dann hast du gesagt, nee, das ist brotlose Kunst, mach das nicht, mach etwas terre à terre, mach droit, le droit mais nature. Und ja, so eine Stadt dann gemacht. Haut ging es so eine Stadt, da kann ein bisschen mehr Enthusiasmus dran lehnen. Aber dem aber nicht leid gemacht. War schon ein guter Show. weil die hat nur für das letzte Wort viel bei der Innenpolitik geschrieben. Das hat bestimmt war aber eine gute Basis. Ja, schon meine ganze Studentenzeit auch immer an den Sommervakanzen am Wort dann geschafft. Also aber dann schon gefangen zu Asch an der Agence, dann ich die ganzen Abonnenten angetippt, die Demos, und das fand man Demos noch ganz viel. Das letzte bei Wort zu Asch kriegt ich noch Postleitzahlen Demos von Asch. Studentenjob. Absolut, schon Postleitzahl von Asch auswendig kannt. Und oben drüber war die Lokalredaktion und irgendwann konnte ich dann stärker abgehen und sind an die Lokalredaktion kommen, Stadt pro Jahr gemacht und dann war ich an der Innenpolitik ein Platz ab und dann habe ich mich da gemeldet und die haben mich dann über ein paar Jahre gehalten, bis ich dann fest konnte angestellt werden. Nur als Besuch am Beeteburger Schloss hatten uns den Deiferdinger Bürgermeister Guy Altmaisch und der Pro-Süd-Vizepräsident Ernie Müller am Februar auf Zowasch invitiert, wo wir an der Kabäuschen vom Minette Trail geputtert haben. Der Marike sein Challenge war das Jahr, ob all Abnahmen am öffentlichen Transport zu kommen, auch auf La Zowasch. Marike, ist schon da? Ich bin auch schon hier und ich bin am Bus 6 hingekommen. Und für bis bei der Bus 6 zu kommen, habe ich den Zug geholt von Asch. Und für bis auf Asch zu kommen, bin ich mit dem Bus 4 aus Kehl gekommen. Voilà, das ist alles gut gegangen. Aber den Bus Nummer 6 fährt nicht ganz oft. Das heißt, muss ich schon die richtige Zeit da sein. Voilà. Alle Stunden um 15 ab wird der Bus 6 mit das Tipptopp gegangen.
muss auch noch etwas so, kann der noch mal am Zug kommen, mit muss eine Chance und das Mini-Bund fährt. Für den Felix vom CNCI hat den industrielle Patrimoine von der Gemeinde Everding natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Ein Patrimoine, dem man auch zu La Sauvage begegnen kann, wie der Bürgermeister Guy Altmaier erklärt hat. Ja, ich meine, das gesagt ist schon, wenn den auf La Sauvage könnt, die Strukturen, die Häuser, die man hier begehen, das war früher, waren das Minias, also arbeitschte Häuser, gesagt in das von der größte von den Häusern, gesagt in der größte von den Fenstern noch muss wissen, die Zeit und Leute Steuern bezahlt, ob größt von den Fenstern und größt von den Entrestieren, nur für die kleinen Fenster, bei den Häusern sind am Anfang ein bisschen mehr klein, wie die Häuser, die nicht so groß sind, aber danach geht mehr ein großes Fenster, aber das ist Dursache für die kleinen Fenster, tun die all Sofa schon mal gezählt, wie ich nämlich 7 Scheu gefallen mit Schaffen, pardon, 2 Scheu gefallen mit Schaffen, da waren nach méi all zo war schon do wie der Lodo sind, also viele Leute die geplündert und die nicht leben mehr, dass das von einer neuen Population ist, da ein bisschen besicht, mit die immer den Historik da gemacht. Ich fand nimmer, wenn wir auf La Sauvage kommen für die Kirmes, für den Christmas, also für bei Kapels kommen, für die Weiher zu gesehen, für an der Presbyter erstens zu gehen, da ist immer eine gewisse Spannung, das ist etwas Extras. Das ist nicht wie wenn auf der Marktplatz irgendwo geht. Das ist einfach etwas Extras und das ist auch das, was sehr interessant ist. Ernie Müller, die hat gerade von der Stadtentwicklung geschwärzt. Du hast eigentlich froh als CNC, wo man natürlich an den Kopf könnt, dass das was für Stellenwert hat, ein Patrimoine industriell für eine Stadt Everding haut am Sinn von der Stadtentwicklung. Ich gehe so, das hat den ganz größten Stellenwert, weil ich meine, wir müssen den Patrimoine schützen und erhalten. Das ist schützen, dass das ein Bestehen bleibt, und erhalten, dass wir auch dann investieren. Und da das zum Beispiel hier auch geschieht, hier zu La Sauvage, mit der Kirche zum Beispiel. Die Église Saint-Barth, als für die erste Kirche, die entweiht ging, an Dono als restauriert gehen. Der ist ja als Marminpa für den Grund dem Monument als komplett restauriert gehen an als Kulturhaus. Auch am Zentrum von der Everding geht es nach früher Arbeitsgebäude, die da wert sind, erhalten zu bleiben. Ein von denen, was viele hat, die ganz bekannt ist, aber gibt auch die sogenannte Großgasmaschine, die da so eigentlich das Science Center gehen, lassen wir hoffen, dass das der Fall ist, weil das alles als wichtig für eine Stadt, ihre Geschichte, ihre Patrimoine, das gehört einfach zu einer Stadt. Am März wird um Tour vom Dan Biancalana. Der langjährige Dietlinger Bürgermeister hat als Rendezvous auf der Straße gehen beim Memorial Porte d'Italie. Ja, 2007 als Mensch die heute Skulptur vom Evert Gastauer klar hinkommen und war vom Kader vom Centenaire von der Stadt Dietling, den wir 2007 gefeiert haben. Und das am Anfang aber auch Mensch heute die italienische Communauté, die am Anfang ein Don und Stadt Dietling gemäht am Kader vom Centenaire. Also ich meine, das ist symbolisch ein bisschen für das, was die Migration steht, geht den von enger Platz fort, verlässt den sein Land für einen anderen Platz zu gehen und verlässt den, der aus verschiedenen Gründen haut manchmal auch mit dem Phänomen konfrontiert. Im Kader von Krischer Demos wäre echt aus sozioökonomischen Gründen für eine Arbeit zu finden, wo der Chorio bestanden haben zwischen der Lützeburger Regierung und der italienischen Regierung, wo eigentlich auch dementsprechend zu dem Zeitpunkt auch die Industrialisierung hier an Lützeburg stattfindet, für allem hier zu Dietling, die Arbeit fäust nicht weit von hier weg, zwei von der Schmelz, wie gesagt, das also hier zu Dietling. Und da sind natürlich ganz viele Italiener, kommen, Mattieren, Wallissen sind an dem Kader ganz oft mit offenen Armen empfangen gehen, das wir mal noch draußen, wir sind ja auch an der Geschichtsschreibung, das ist nicht immer der Fall, wo an natürlich dem ganzen Karte auch den italienischen Flair gehen, die kleinen Gassen, die farbige Fassaden, Demos, und aber auch Treppen zwischen den Häusern. Ja, das ist ein bisschen so die Stadt aus Italien, aus dem Süden von Italien, wo ich rumfinde. Wir müssen natürlich auch wissen, die Exekutivität, die noch an diesem Quartier hat, das alles so eng bei Nenas, das hat natürlich auch damit zu tun, dass innerhalb von der Industrialisierung immens viel
Leute op die Länge kommen sind an der Karte Italien an noch an der Karte Schmelz ja die Leute nicht wo müssen aber schlufen Wunden übernüchten an dürfen sind beim ganze kleinen Areal ganz schnell am Anfang Wohnungen gebaut die gehen ein auf dem anderen an du sind am Anfang besser Nikalien. Ja nee die sie wahrscheinlich wirklich gedeelt wann den op Schicht gegangen ass den anderen Paddy war dat war am ganze Süden so an all de Stiert run schmelzen wo ob immer ganz viel Wunrem gebraucht gouf méi Herr Bianca Lana fir wat gene hu der die Plätze rausgesicht an wannnech lo Bianca Lana so heieren da klingt man dat och no italienische Racinen hu der salver Verbindungen zu dem Kartier iwwer Familie. Ja, also ich kann mich ganz gut erinnern, dass ich als Beruf vorhin kommen sie noch meine Großeltern, die nicht weit von Hai Wäsche gewohnt haben. Ich kann mich auch erinnern, dass ich meine Zeit in der Primärschule war, auch wenn ich am Quartier gewohnt habe, aber Freunde hier am Quartier haben die auch noch immer haben, dass ich auch gerne hinkommen sind, voilà, für auch Fußballspiele Velo zu fahren. Und ich meine, dass ein Quartier, den immer gelieft wird, wo man auch immer ganz viel Kaffee war, wo man ganz viel Ambiance war. Das wird ein bisschen Männer, weil die Kaffeeskultur auch hier zurückgegangen ist. Aber ja, das ist eine flotte Karte, die ich als Jungen, als ganz liewisch erlebt habe. Und ich schaue, dass es eine Karte, wo auch nach, aber ein paar Wochen zu Demos, nach ganz vielen Letztebäuer auch wohnen. Und ja, weil das verbindet natürlich über die Jahre. Aber in der Nuna, du hast dann immer Pasta gehen, oder? Bei der Nuna ist natürlich Pasta gehen, so wie das sich geheiert an einer guten italienischer Stufe. Für als Visit zu Esch hat den Pro-Süd-Präsident am Bürgermeister von Esch, Christian Weiß, als am April an den historischen Kader von der Brillschule invitiert, an der hier selber seine Karriere als Primärschüler absolviert hat. Den historische Kader hat den Thierry vom CNCI zu dieser Froh und den Pro-Süd-Präsident inspiriert. Der hat als schon gemeint, eine Kommission du Patrimoine historique et industriel Leben gerufen. Wenn ich studieren, das ist ein bisschen eine nationale Premiere, oder? Wieso hast du bei euch zu diesem Schwach kommen? Ich weiß nicht, ob eine Premiere ist. Das ist aber nicht allgemein gut, so eine Kommission. Wir haben bei unserem Chefrat, der das mein Freund André Zwalli, der selber auf der Arbeit geschafft hat, an den auch für hier eine Passion bisschen haben für die Geschichte, für die Historik. Hin durch seine Arbeitsvergangenheit noch mehr auf das Patrimoine industriell. Aber ich kann mich erinnern, dass wir stehen mit Smart geholt hat, wo ich an den Konseil gekommen sind, da sind wir an die Archive von der Stadt Esch gegangen. Und das war relativ traurig, weil das waren Kosten, die irgendwie Boden Lunge stungen durchnähen schon nach dem Buch von der Stadt geholt wird genial das weil du ja dann den Popse dran erschrieben Queen den Ceausescu waren alle das lung du irgendwie so an einschwer dat vom André Zwalli okay wann man die Möglichkeit tun Majorität zu kommen und dann schaffen wir die Sachen von den Archiven ab dann haben wir auch gemerkt dass einfach de Patrimoine industriell dat geheiert zu Esch und gibt ein ganz rutsch Akteuren Assoziationen die sowieso du dran aktiv sind und das bei uns immer bisschen matt gefu am klassische Kulturbereich das dann über den Kulturservice matcheriert gehen dabei sind unterschiedliche Vokationen nach Spezifizitäten die du mat spielen so dass die Schritt der Ugang gehen als für den die Service zu starten wir hun entretemps zwei Historiker die du engagiert sind ich meine das mal op 6 Wert nu wissen am Service mir hun noch dat geht noch zum Patrimoine industriell hun der Arbeit Mingebäi als Direktionsgebäi von der Arbeit Min op der Grenz der Rouge vom Makaf für den dote Service 4 Archiven wo mor bis geguckt hun gëtt schon no Gebäude wat können man noch komplementär bidden der das die Idee fir eng Fotothek do zu installieren an dann as Trofen der Unterstützung vun den Akteuren die schon do sind zum Beispiel hummerlo eng Konvention mat der Entente min Cockerill erschriwe wo als Historiker als Archiviste geholle vun dat werd alles du schon ass op der Plätze, wo vun der Assoziatioun gesammelt a betriwe gëtt, wie dat anstäneg archivéiert gëtt, wie dat repertoriiert gëtt, fir do so ku de Mäen bisssen ze ginn. Gëtt ganz viel op den verschiedenen Level Engagement an ver bisssen froh, wie kënne Meeres als Gemeng nach do
komplementär mat da bringen. De Montono war du op Besuch an der Gemeng Kerging, wo man am Burgermeester Michel Wolter an dem Chefener Pro-Süd-Komiteesmember Yves Kruchten natierlech wie all andere Mon doch gekwitzt hun. It's quiz time! Kom nicht zu meiner Kurzfrage, wie auf Wald kommt Strecke auf der Brauerei? 1764. Pardon? 1764. Dann war dabei vor 1764. Durchspringt hier ein bisschen wie lang. Die eigentliche Brauerei von Schule informiert sich aus 1842, ja. Von einem Boferding, Herr Boferding, das ist normal. Es gibt eine Brauerei, Boferding hier. Wird der gute Mann mit Film geheischt? A. Charles Edouard, B. Jean-Baptiste, C. Michel Philippe. Also, Charles Edouard, Jean-Baptiste, Michel Philippe. Also schon de Pol nach kann, Bofferdings Pol, Bofferdings José, de Boy. Das war die letzte Generation, die Generation für die Runde, die ich auch noch kannt, wie der gute Mann 1842 geheischt hat. Also, A. Charles Edouard. Ja, das B. Jean-Baptiste. Weil von der Kanner haut nach Edouard hecht. Ich sie für den Charles Edouard. C. Michel Philippe. Ja, das sind Charles Edouard. Also, aber freut mich nicht wieso. Schon absolut keine Ahnung mehr. Ich meine, ich wäre für Jean-Baptiste. Ja, ich schließe mich dem Charles Edouard und das wäre doch schön, wenn das weitergeht, gehen aus den Sind ich froh, weil das richtig einfach das aus der Jan, das war Jean-Baptiste. Okay. Die zwei anderen nehmen ich total frei auf Hand. Ja, weißt so frei auch nicht. Am Juni gunget für den Minetmajab op Kehl, wo man dem Bürgermeister Jean Weiler am Park Auerbett begegnet sind. Am Kader vun den Erbechtsfroen huet sech Marike och fir e grossen urbanistische Projekt zu Kehl interesseiert, den zukünftige Quartier Kehl Nord. Ja, das etwas, was wir immer gern hätten, dass Betriebe an Gemeng kreen och durch finster Mobilität wär flott van Leute die hier schaffen och wohnen och hier schaffen, dass dat méi lokal alles ass mun natürlich Probleme mat den Terrain fir Industriebetrieber fir sich unzusiedeln. Wir sind do ganz beschränkt bei der Entwicklung vun Kehl Nord, werdech an Plan sektoriell Logement auswat, also hauptsächlich fir Wohningen no wer 10 mit do auch 4 gesinn, dass en Deel so in Industriehab soll kommen, wann dat dann so weit mal ausgebaut gëtt, gëtt auch immer festgelöscht, den Deel wieviel Prozent Wunne, wieviel Prozent schaffen do soll sinn, der Tisch dat werd net no nëmmen Wunne sinn, du hast auch schon festgelöscht, dats auch en Deel fir Werbesplätzen sinn noch an den normale Gebäier. Ob dat Kommerz ass, ob dat Büro sinn, op der Hotel wenn net schlecht, dats man och Meigkeeten haiten an der Gemeng fir das Leiitketen heiseg ophalen. Also dat probéieren no nach fir Plätzen auszuweisen, wo an Zukunft noch können Betrieber sech neier lossen. Ich meine, wann se Stadt so op de Fdel schreift, mehr will gern Mobilitéit reduzéieren. Leute schaffen, wo sie wohnen, vermeiglech fir och dem der Mobilität entgehen zu wirken, das Problem von der Mobilität, da muss ich noch gucken, auf der anderen Seite Plätze schaffen, wo das möglich ist. Ich wollte eigentlich so ein bisschen auf den Naturvolley, auf den Tourismusvolley zurückkommen. Hier am Kehldal geht meist die Sonne am Osten über der Herd ab, an Oves am Westen über der Leifreschen inner. Der Kehldal ist wirklich quasi eng bebaute Streif töcht Kehrgebieter vum Biosphärereservat leid also matten an der Natur, du bas mengg egal wost der zu Kilo der Täting wunst spannend nimmen pu Minuten irgend von eng Naturschutzgebiet wehend huet de Burgermeister dann am leefsten dat Richtung Oste Richtung Diedling Herd oder Leifresche. Oh Lever, die sind allen zwei wirklich flott. Vu mehr woch vunnen aus sinnnech méiséier op der Herd. Dat einfach
Wannst du fst du fortgehen bis op das wirklichsche Kerzesprung. Die andere Seite das bësse mir weit das doch net. Also durchaus ginne Jocht an die anderen Seite River bei Leifresche bis op Kehl an darum Zreck. Also dat sie noch fair die mech wo ich gerne gin. Ich probieren mal heimmal dort zu gehen, an noch ein bisschen zu gucken, ein bisschen wie weit rundherum zu gehen, dass ich aber ein bisschen weiß, was an der Gemeng rundherum so lasse. Das auch, ja, da gesehen, wie als Natur ist. Also viel von Natur als in rundherum mit all den Wehr für zu gehen, mit den Möglichkeiten, die ich habe, das ist wirklich auch für eng von touristischen Attraktionen, die ich ging so für van den dat gern huet fir se Schei opzehalen. Natur- und Noerholungsméiglechkeeten waren noch am Juli bei eiser Opname zu monerege Sujet am Gespräch mam Bürgermeister Janno Fürpass as der woch den Engagement vun der Gemeng Monerech a punkto erneuerbar Energie gang. Ja, so wat Eolian geht lächt offizieller Betrieb gangen am Hircht, dat das mensch die stärksten Eolian haut zu Lützeburg, eng Lichtung vu 4,2 Megawatt. Dat geht durch an de Moyen Jo 1760 Stunden, die dreht an de Moyen Volllichtung 2300 Stunden, also ungefähr 25%. Kann man den natürlich knapp 1700 oder 2000 Leute der Haushalte mat Strom versorgen. Den zweiten nohaltsche Projekt dem hunn, das dann Krassi selber auch dat fir sich een Podcast fährt nimmen iwwer de Krassi zu spetzen. Du hast op der duch vu van go geplant, du get wen Kuverteur, dat get de Plateau gemerk. Die Idee war immer, dass mit Leute, die rundherum wohnen, nicht steuern. Die sollte Moes von den Rollen abziehen, nicht unbedingt auf Photovoltaiks Dirsche gesehen, dafür geht den oben auf der Plateau gemerkt. Das gibt 6 Fußballfelder groß, 6,5 Hektar groß, geht das mit einer Leistung von 6,5 Megawatt. Mehr ist auch nicht dran, sonst müssen wir bei der Kreos einen anderen Injektionspunkt kriegen, wo kann die Leistung angespeist gehen. Da sind wir an intensive Planungen am Gang. Es geht nur darum, mat Arcelor und sech Dekonventionun nach ze fiseléieren, du si an net so weit. Dat Techt da immer nach Terra vun Arcelor oder huet gemein de Weltkaf. Se Jorelorem ganz weit aushhöllen, ech bedauern, dat war e moment het Gemenken den Proprietäri wie dat ganz ginn, het dat ganz ger gehät, wann de Staat an hun Garantie mat iwwerhol huet, dat huet awer net gemat. An Monnesche Gemeng geht sech lang fangen net verbrennen met wie de symbolischen Eurokrit an die feiert Check der. Ich hat dat lewe gehabt, wie dat wat ma haut hun sech eng Dauer vun 30 Joer ass Meier River, dat sech haut och besser wie de wie 2020, dat ass net wo weiter evoluiert dann am La vun der Joren egal. Wir kreen den Photovoltaikspark hinnne, werden noch gucken mat se not ze negociieren, wie zu gucken, dass dann auch die Joren do no erwer zum Deel nach kann wie Reis Leiit disponibel bleiben. Da giet am bald 10 Megawatt un erneuerbaren Energien, die Rang um Territoire vun der Gemeng produzéiert gin, da mis du awer largement go fir de Bedarf vun der Gemeng zu decken. An absoluten Zuele ja, me kënne jo de moment die elektrische Energie net speicheren. Das is so. Also ganz viel Sonnenenergie, die ist dann disponibel an Owe somme se brauchen as die net do. An am engen Jahren dat do wo maximal mis lo geforscht gin, so wie an der COVID-Zeit un engem Impfstoff mis haut geforscht wie zu wie können wir elektrische Energie stockieren oder ëmwandeln an wäse Stoffe, die eschneppes intelligentes man, wie dass wir se do können aufrufen, wann man se da wirklich brauche. Dat führen sich die richtige Diskussion die vun Miste feieren. Wie dat so mir recht mir hunn fir die Privathaushalten aufzudecken geht et largement do. Das awer so durch als Industriezone, dat sind Informationen, die ich noch net lang hunn, geht sech fir den ganzen Energiebedarf vun der Gemeng ungefähr zu 25% aufzudecken. Dat heißt, durch die Industrie, die dann awer do ass, fehlen nach bei 70%, so dats sech awer nach muss ganz viel no gebessert gin oder no geschafft gin, fir awer du net kommen an anderem nachfle eng Eolian zu setzen. Me der Südopschied verfallt schon mal richsche We eng vun de Vierreiter Gemengen a Punkto Groinstallationune vun erneuerbarer Energie. Gett auch noch ein anderer Punkt an der erneuerbare Energie, von der gedün sich Manner geschwert, dass den Syndikat Minetkompost, die europäische Territoire steht, da wo Steuer hun den der präsidieren von 2010 un.
Auch da geschieht viel. Du geht all Jahre rund 1,5 Millionen Meter Küb Biogas hergestellt, die sich an Netz von der Südenergie angespeist gehen. Einerseits auch noch da entstehen ja ungefähr 3.000 bis 4.000 Tonnen Schwarzhackschnitzel, was sich nicht zu verwerten ist. Und da wird ein Biomasszentral abgerichtet, gehen wir das auf der Platz zu verbrennen, an den Zentrum von Montreux und sich mit Hitze zu versorgen, für sich sämtliche öffentliche Gebäude von dem Minetkompost können zu heizen und da auch ein Stück weiter zu gehen an der Sache von der Dekarbonisierung. Ich bin gerade am Gang zu fantasieren über Plannerin. Oder, weil ein anderer Gedanke war, aus der etwas übrig für und Asch weiterzugehen. Nee, das ist ja alles wunderbar. Lokale Patrimoine und Geschichte von der Gemeinde Peiting waren am August von den zentralen Sujeten am Gespräch, was man an dem Monat mit dem Peitinger Bürgermeister Jean-Marie Halsdorf und dem Chef Guy Brecht gefordert haben. Heuer sind vier und allem auch Deisebun gegangen. Also Deisebun ist immens wichtig, für, nicht nur für Peiting, sondern für die ganze Gemeinde. Von der Gesinnung, von der mal vielleicht ein Ernst gefuhr sieht, von der Gesinnung, was aus der Gare Rodosch gemacht und das gesagt aus wie ein großes Square am Ausland. Es war auch Zeit, weil es war nämlich zeitgemäß. Am letzten Sommer hast du ja sogar den TGV von du aus fortgeführt. Voilà, genau das, ja. Es war nämlich zeitgemäß die ganze Sache. Ich meine, nur ein Flott an einen modernen Gare zu Rodosch, 3 Länderreck, das war aber normal, viele Verbindungen fuhren da an Belgien, an Frankreich rüber. Und das ist nicht mehr wie normal, dass wir da so eng wunderschön Gare stehen haben. Was hat noch gefragt? Ja, aber wie wichtig das eben am Patrimoine, am Verständnis von der Gemeinde ist, und hat eventuell auch noch irgendwelche Projekte für die Patrimoine nach Vieren zu valorisieren, über ja eben die neuen Garen heraus an den 1900. Richtig, also ich meine, das ganz wichtig, ich will wiederholen einkreieren, wie der Jean-Marie schon viel gesagt hat. Also die Gemeinde Peiting besteht aus 3 Wirtschaften. Rodosch, das war mit Schmelzenarbeiter, und Miniasarbeiter. Rolling war mehr bekannt für Bauern. Lass mal so ausdrücken, der sie noch nicht mehr viel da. An Peiting, wie gesagt, Deisebunner. Das war wirklich Deisebunner an der Zeit. Der Jean-Marie hat Bemerkung schon gemerkt, das waren Prinzerten, das waren die mit den goldenen Knapp. Wir haben auch noch so ein Souvenir zu Peiting bei der Gare aufgestellt, der Wandschrank. Und da gesagt den ungefähr den Charakter von den Leuten, wie die Zeit waren. Da habe ich mich gefreut, wie ich den Wandschrank gesehen habe. Wen symbolisiert der Wandschrank? Der Wandschrank symboliert einen typischen Peitinger. Was ich für nun erklärt habe, Nösig, Schnurres, Agelle Knapp. Das ist die Mentalität. Und muss ich so ein Eisenbunner Profil gehört zur DNA von unserer Gemeinde. Und was wichtig ist, wir zum Beispiel auch ein anderes Aushängeschild, das als Kavalkad für alle Fasten. Und du hast die Wandschrank, hast du das Symbol davon, an die Leute, die die Wand an der Nöse, an der Kappe gehen, das sind Wandschranken. Und das sind dann eben Deisebunnerten. Der Tisch gibt das Bild als DNA mal da gemäßelt. Und dafür sind wir auch begeistert von der Idee, die mal an der Stadt ob ein pluriannuelles kulturell für ein Museum von den Cervelle hier Peiting Richtung Niederkurstraße zu bauen. Da gibt es Evaluierungen, die sollen dann ein Aboutissement sein von einer neuen Abstellung vom Fond de Grâce. Für die Idee ist die, für den 1900 an dem Museum fortfahren zu dienen, bis an den Fond de Grâce, den Accès lokal über Niederkur und so weiter, wäre natürlich auch weiter ein wichtiges Standbein, aber so gibt man ganz andere Mandanien kreieren. Und da gibt dann noch die Geschichte von der Eisenbahn, die im Moment noch nicht gibt im Land, die geben am Fond geholt, diese Projekt dann materialisieren. Und das Projekt leitet 4, das vom vierten Transportminister auf den Instanzenweg geschickt, noch an von der vierten Kulturminister auf den Instanzenweg geschickt gehen. Und es sind noch so viel gesehen am Fonds du Rail, sodass, wenn ein Akkorpolitik ist, für das Projekt zu machen, dann werden sich auch
dann konkret umsetzen. Am September as Tunes aus dem Kordal an de Keeldal gangen, méi präzis an Stadt Rëmmeling. Dem Bürgermeister Harry Hehn an dem Chefen Elvedin Muovic hummer dieselwecht froh wie all eisen anderen Erwitien am La vum Joer stalt. Als Quirky Question. Quirky Question. Quirky Question. Genau, und erst zwei. Das ist eine schwere Frage. Ganz ehrlich antworte, wann ich klift. Wann dir aus der Stadt Römling misst plönneren an eng einer Gemeinde von der Minette Biosphäre, wie eng wäre dann? Also ich bin heute zu Römling geboren und schon damals, wie John Escher junge Lise gern sehen, da sind wir auch für nimmer Römlinger an die Klasse kommen, wenn wir damals anscheinend ganz schlimmer waren. Und ich hatte den Zecheprof den Devil, den huet gesot, die Rëmlinger se wie d'Elefanten, die ginn immer do hinnner zréck stiwe, wo se geboren sinn. Ech sinn einch hätten déi Zäit eng Maternité ha wo dat ass hem as wo dat ass hem dann lo nei gebauket werdch Ech vun den ass Rëmlinge raus. Méi wanns unbedingt wëz, wann da ginge op Ki Lingo. Merci. Also joch, dat heecht ech geng och nie vor Rëmling fortgoen. Hicht du kann immer gi wär Di wëll. Ich bleibe zu Römling, die Diskussion und Journal mit meiner Freundin, der das aus der Stadt. Und du diskutieren wir dann noch immer. Ich gesehen habe das auch der Meinung, dass Römling das. Ja, mir wie gesagt, wenn ich plündere ging, dann auch auf Diddling. Was wäre das so für Freundin so Kompromiss gewesen zwischen der Stadt und Römling? Sie soll ja immer eng mitfahren. Ja. Was soll nicht sein? Peter Busch. Nee. Ja, schon deislig. Okay. Für den Monat Oktober hatte man die Gelegenheit mit der einzigen Frau, die an einer von den 11 Gemenge von der Mina UNESCO Biosphäre Geschicker lädt, zu schwätzen. Am Pavillon von der Source Belval sind wir Nasselborn Binz begegnet, und natürlich war der Pavillon an der verstoppten Bijou vom Quartier Belval, der Park Belval, ein Sujet an unserem Gespräch. Ja, also effektiv, das am Kader von Ash 2024 hat man die Idee für etwas zu machen, was uns Source Belval erinnert. Am Anfang wollte ich sich, ich hatte auch als Chefin Kulturen, wo da gegangen ist, als Beschmischung, ich auch gehalten, wollte man sich die Sourcen also rauspumpen, auf vielleicht Wasser auf Flasche füllen. Das ist aber nicht gelungen. Das war mit ganz viel größer Schwierigkeiten bedingt durch Wasser, dann eventuell keine gute Qualität nicht aneinander. Das ist aber relativ teuer gewesen, um das der Fall ist. Wir hatten aber gehabt, was und die Source erinnert. Und dann können wir machen ein künstlerisches Projekt, wo wir auch können eine Pavillon dran, wo wir noch Leute können etwas essen, etwas trinken. Das ist der teuer entstanden. Das sind 3 runde Gebäude, so, die dann einerseits ein Pavillon dran ist, wo dann eben Getränke und Essen gibt, mit einer Terrasse und dann noch eine Toilette neben drüber, doch nicht unwichtig ist, für wenn die dann Park ist. Und daneben haben wir dann noch neben drüber ein Kunstprojekt, das ist eine künstlerische Installation. Ich weiß nicht, ob man direkt so drüber schwätzen oder über erst 24. Ich meine, da hat man beim Laura Manelli so ein Kunstprojekt realisiert, für die Source zu erinnern. Die noch ein bisschen Geschichte von der Source erzählt. Genau, da an dem Boden haben sie noch so QR-Coden, die ihn da kann noch rauflöden, wo ihn dann auch kann über also mit dem Handy da lesen können, was Source ist. Und wieso doch auch sonor an den Prablin, die haben gesagt, die nicht immer gegen Sonnenschütze sind dann noch sonor Installationen drauf, wo ihn dann auch kann lauschen. Okay. Da muss man das ja nun ein bisschen probieren, an Katrin. Ja. Simon, für was die heute Platz für den Podcast abzuholen? Was war du den Ausschlag? Weil es gibt ja aber viele Flottplätze an der Gemeinde. Ja, effektiv. Ich hatte dann Ranerketten raus. Mir war für mich einfach ein neuer Moment an der Gemeinde, so dass aber den Deal neue Soße, neue Bieles, den aber den Deal all Bieles verbündet. Das war für mich auch eine eigene Geschichte, die aber ganz nur bei der Arbeit groß sind. Also das ist auch ein Deal, was mich aber dann auch fast, bewegt. So, weil die Stadt ganz flott war. Neben noch viele Stadt flotte sieht von ein Gringlung vom Belval aus. Ich frisiert immer der Belval, das wäre Beton und wäre nicht Last. Da geht einfach ein bisschen rüber her, sind der Gringlung, hier den Wiss, den Spielplätzen, den Sport, wo ich kann machen. Und das wirklich kann ich chillen, kann ich relaxen. Und das hat mir gut gefallen. Und dafür wollte ich die Platz weisen. Mit das effektiv, also der Belval ist am Anfang am zwei gedeelt. Rundherum Duni, den Heijöwen, der Echtademie, urbane, städtischen Deal, den sich dann ein bisschen herabzieht. Dann da haben drunter
gin Residenz mi klein krings gëtt méi? Ja an das einfach nach viel Wohnungsbau wo können ich mein, nach der ganze Belval Südo den noch net ausgebaut ist den ausgebaut gött du hast noch viel zu den dafür hast der flott dass du dann anzwängen urbane Raum auch ein bisschen grings wo der kann einfach an der Mitte des Paus von ze schaffst hin go an rachten oder eben noch ofes mat der Kanner hin oder samse son das se noch immer kann dass heute durch den Park hinkommen ich gesinn das App lass se immer richtig Action im Park. Ah, ja. Ich wollte doch so der schon profitiert vom Park 4 zu laufen das super während der Mittagspause 4 zu laufen wirklich en geringe Long wieder gesot huet das super. Last but not least waren wir am November dann noch nach Minette Majop zu Schöffling. De Carlo Feierreisen hat als op de Lallinger Biersch geruf, dem Burgermeister sing leifste Platz a Sänger Gemeng. Absolut. Vu trotzdem auch wenn man Schweze vom Lallinger Biersch, also da war Schöfflinger Biersch für Schöfflinger Leid an der Teiners eng Oas von der Ro, eng Oas von der Natur, heifen den alles, den noch permanent Leid, die Sport machen, die Spaziere gehen, aber an den Scheier rundherum guckt, seid ihr wirklich ob Esch, ob Belval, ob Kieler seid, überall hin, an seid ihr für allem op der Chain Schöffling. An ja das eng spektakulärplatz, dats jo Rang vun de Kerzone vun der Minette Biosphär iwwer 500 verschieden Piperlecken gëdet alleng hai an dem Naturschutzgebiet Piperlecks zochten. Sist du grad 500? Ja. Wow. Das Tabplatz fir d Bëschleierchen am ganze Süde vum Land, neierens breie méi Kopple vun eisem allerleefsten Biosphärendéier der Bëschleierchen an das eben die impressionant Vue mat denen Terrassen, die da ja quasi de ganze Minette zu face lehen, das hier so. Absolut schmenge van den mat Kollegen, die net vu Schöffling sinn schwätzen hund Leiit oft oder wann immer Leiit aus der Staat begéint oder im Norden und Leiit eigentlich oft de gefiel, dass de Süden seit nach immer knaschte ass, dass dat nach immer viel gebaut ist. Dat kann jo net widerstreite méi de Süden doch ganz viel Natur an Leiit sind dann eigentlich immer überrascht van den hin dann zielelt, wat de Süden ze bieten huet, wann den se dann onnachheiner evitéiert der Martinen den Tour mcht, da sie eigentlich immens begeert dann den Norden Musel alles as wunderschein mit de Süden noch. Wie könnte Carlo Feierreisen dann hin, wann op den Lallinger Biersch oder fir Schöfflinger de Schöfflinger Biersch komme will fir bisssen auszusperren mchten dat ze Fos vun der Gemenge aus mchten am Velo? Also ich muss schon so, dass ich größten Teil dann aber mit dem Auto bis opkommen und dann spazieren gehen. Ich selber, wann ich mal Zeit habe für Sport zu machen, dann mache ich das doch am Busch, gerne an der Natur, nicht an einer Sportsaal. Ich muss aber schon so, dass ich mich deplacieren auf den Point de Départ mit dem Auto, weil sonst brauche ich gar nicht mehr fortzulaufen, weil dann hätte ich keine Luft mehr, wenn ich fortgehen. Wir sind hier auf einer heiger Platz, die mit einer Pont von Ball 20% opgeht. Das ist schon ein Challenge. Ich merke, dass wann ich aber auch mal zu Fuß gehen. Also, Jan, wir sind allen zwei Menschen nicht die sportlich. Nee. Dann würde ich schon etwas gemacht. Ja, definitiv. Könnte mich doch fir auszusperren, fir sich bësse vum politischen Alltag zu erholen? Absolut. Ich komme oft auch mit meinen Kindern, sind oft von der Weekend sowieso. Und es sind eigentlich aber trotzdem immer feiert, wie wenig Leute ihn aber trotzdem begehnt. Und die Leute, die ihn begehnt, das sind die ihn immer begehnt. Und wir sind eine Wirtschaft von 12.000 Einwohner. Und ich meine, da sind da ganz viele, die sich nicht deplacieren an den Busch und die wissen gar nicht, was sie verpassen. Aber wenn ich will, mal wirklich aus dem Verkehr raus, wenn ich will, einfach ein bisschen Ruf haben, ein bisschen Ruf schalten, da könnt ihr hier auf der Bier und hier findet ihr noch seinen Ruf. So viel zum Minette Majop Best-of von 2025. Hashtag Minette Majop ist den Hashtag, den ihr braucht, für euch an den sozialen Medien zu finden. Und ich ging mich freuen, wenn wir uns am Januar für eine komplett neue Episode von Minette Majop hören. Ciao, ciao!